Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen und ja, wieder mal am Morgen TÜV unterwegs. Ich habe mich jetzt lange immer gesträubt und habe gesagt, nein, es ist mir zu kalt dazu. Und jetzt haben wir es noch endlich geschafft. Jetzt haben wir es noch endlich geschafft mit dem TÜV am Morgen schon zu fahren. Das ist extrem geil. Ich finde es vor allem geil wegen dem Feierabend, dass ich dann am Feierabend kann, ein schönes halbes Stündchen noch fahren, bis ich die heim bin. Richtig geil, richtig geil. Und heute, ja, ich habe mir etwas überlegt, ein kleines Thema. Ich schreibe gerne auch mal die Gelegenheit auch mal in die Kommentare, wenn ihr einen Vorschlag habt. Mein Vorschlag, mein Thema ist, dass ich vielmals habe ich die Debatte gehört, ja, der TÜV ist nicht günstiger als Auto. Und da muss ich immer sagen, es kommt darauf an, was für einen TÜV das du hast, wie du den brauchst und was für ein Auto das du hast. Das kannst du vergleichen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt einen 400er hast, der 7 Jahre alt ist, und du hast einen Ford Focus RS, der 5 Jahre alt ist, dann ist mir klar, dass der TÜV günstiger ist. Weil erst einmal ist der TÜV 7 Jahre alt und nur 400er. Nichts gegen die 400er Fahrer. Aber es ist nur ein Beispiel, dass ein extremer Unterschied ist. Ein Ford Focus RS hat irgendwie wahrscheinlich fast 50'000 wert, der neue Preis. Oder? Also wie der Ford Focus RS so schnell nicht unter den Preis vom TÜV gehen. Darum ist es zum Beispiel jetzt in dem Fall viel besser, wenn man viel mit dem TÜV fährt. Oder wenn man, was zum Beispiel vielleicht krass wäre, wenn man jetzt einen VW Lupo hat, oder man hat zum Beispiel eine 1000er Maschine, dann würde ich sagen, der VW Lupo ist weniger wert als die 1000er Maschine. Also je nachdem, was für ein VW Lupo das ist, wie der Zustand so ist und wie der Zustand von der 1000er ist, aber die 1000er kann Neupreis 30'000 wert sein, aber ein VW Lupo, wo irgendwie 30, 20 Jahre alt ist, die hat dann vielleicht noch 500 Franken wert. Weißt du, was ich meine? So der Vergleich muss man halt wissen. Das ist jetzt alles ein bisschen extrem gewesen, aber in meinem Fall ist es so, dass mein TÜV auf jeden Fall billiger ist als mein Auto. Mein TÜV hat den Neupreis 3'500 gekostet, beziehungsweise das ist ja nicht der Neupreis. Der Neupreis war 7'000. Ich habe ihn mit 10'000 Kilometern gekauft. Das heisst, meine habe ich noch 3'500 Franken kann ich noch zahlt dafür. 3'500 Stutz zahlt. Oder? Und darum ist, und du verbrauchst ja, da siehst du ja immer, was sind die Folien, wahrscheinlich nicht, der Verbrauch auf 100 Kilometer sind bei mir meistens unter 3,5 Liter. Oh, ich habe nicht blinkt. Meistens unter 3,5 Liter, oder? Und von dem her, ich habe mal gesagt, ich will wirklich so viel mit dem TÜV fahren, wie es geht. Warum? Wenn jetzt mein TÜV, sagen wir jetzt mal, 80'000 Kilometer hat und funktioniert noch, aber der Service wäre auch mega teuer, wie man müsste, weiss ich nicht, Kurbelwellen, wenn das ein TÜV überhaupt, keine Ahnung, einfach so Sachen ausbauen und so, und dann wird es relativ teuer werden. Habe ich schon ein paar Leute gesagt. Im schlimmsten Fall kann ich meinen TÜV ganz günstig verkaufen, schon fast verschenken und dann für 3'500 wieder einen kaufen. Aber wenn das Auto schnell 100'000 Kilometer drauf hat, dann habe ich keine Garantie mehr und das Auto etwas dran zu flicken oder sogar ein neues kaufen. Oder ein neues leasen oder finanzieren oder was auch immer, ist viel teurer als 3'500 für den TÜV zu zahlen. Als ich das jemandem erzählt hat, die Person schon gemeint, Scheiße, jetzt musst du einen neuen TÜV kaufen. Nein, und dann habe ich gesagt, nein, halt, ich muss keinen neuen TÜV kaufen. Im Extremfall, wenn es jetzt immer besser geht, oder wenn jetzt der Service mehr kostet als 3'500, vielleicht muss ich vorführen, dann kannst du vielleicht 300 Franken dafür rechnen, dann brauche ich neue Pneu. Neue Bremsen, alles, komme ich schon auf 1'500 Stutz. Dann brauche ich einen Motorteil, dann wäre ich zum Beispiel schon ich wollte jetzt nicht Teufel an die Wand malen, um Himmels Gottes Willen. Aber ich wäre vielleicht schon auf 2000 Stutz. Aber für 3,5 komme ich einen über, der 10'000 Kilometer drauf hat. Oder eben, weißt du, was ich meine? Also zahlst du nicht viel mehr drauf und hättest, also ja, gut, vielleicht fast das Doppelte zahlst du drauf, aber je nachdem, aber hast du wirklich einen neuen, wo alles dran ist, neue Pneu, alles. Und das war ein bisschen meine Überlegung gewesen in der letzten Zeit. Nicht, dass ich noch ersetze, aber darum habe ich auch gar kein schlechtes Wissen, wenn ich ganz viele Leute mit TÜV fahre, weil im schlimmsten Fall heisst es komplett ersetzen vom TÜV für 3'500 oder ja. Dann würde ich sagen,
wäre es das gewesen fürs Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Thema haltet oder wenn ihr andere Videovorschläge habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.